Für diese Wohnung würdest du in der Schweiz wahrscheinlich so 4.000 Franken bezahlen. An alle, die es nicht mitbekommen haben, ich war in Wien bei Hannah zu Besuch und sie hat jetzt eine Haustür hochgeladen von der Vloghütte, so nennen die Influencer-WG. Ich weiß nicht, ob Influencer-WG etwas für mich wäre, aber ich habe das Video nur teilweise gesehen und ich will noch drauf reacten, weil ich glaube, es ist ein bisschen spannend. Hello everybody. Hey. Kommt's rein. Und willkommen zu unserer Haustour. Ich muss wirklich sagen, sie haben eine sehr, sehr schöne Hütte. Eine sehr, sehr schöne Vloghütte. Irgendwie, ich glaube, 3 Stockwerke, 6 oder 7 Zimmer. In der Schweiz würdest du für diese Wohnung würdest du in der Schweiz wahrscheinlich so 4.000 Franken bezahlen, glaube ich. Umgezogen, wir sind nach Wien gezogen. Ich mit 2 anderen Creator und in dem Haus wohnen 3 Creator und der Manager. Der stellt jetzt noch der Reihe vor. Aber das ist der erste Raum, das ist unser Atelier. Da haben wir schon drin gearbeitet. Ja, gestern. man merkt's. So herzig, was das drin ist. Dieser Raum ist voll geil, da haben wir den Podcast aufgenommen vom 2-Kanal. Moin auf dem 2-Kanal. Das ist voll geil, die haben so einfach allen Karton reingeschmissen und zeichnen da Bilder. Das ist eigentlich geil. Das ist die WG. Das war's. Wir rammen wirklich oft zusammen, aber das passiert Yeah. immer wieder. Wir rammen wirklich oft zusammen. Dann da ist das Badezimmer von den Boys. Wir haben da eine Dusche Yeah. und eine Waschmaschine. Oh. Yeah. Interesting. Michael Manager. Sie haben eine Waschmaschine und wenn mich meine Mutter nicht versteht, dann fragt sie Waschmaschine. Okay. Und das hat sogar ein kleines Easter Egg. Michael Manager Klo. Weil wenn am Kloboden geht, dann da haben wir immer so kleine Schilder, weil der Mike sehr gerne bastelt und er es jetzt kreativ auslebt. Aber nicht nur der Mike. Der Leon. Das ist aber ein geiles Bild. Ich glaube, dieses Bild, das wird als NFT richtig reinschallern. Malenci, das hat der Mike zugepostet. Wichtig ist, dass man nicht Malenci sagt, sondern Marenci. Wenn man Österreicher ist, muss man immer so alles so Marenci und nicht Malenci oder nicht spielen, sondern spielen. Spielen. Für dieses Bild. Ich finde es auch geil. Das hat sie mit ihren Fingern gemalt. Ja. Es ist so geil. Also es ist ein bisschen komisch, aber es ist geil. Da geht's rein zur Vloghütte. In der Küche steht dieses Ouija-Brett. Yeah. Das ist mein Brett, mein Jausenbrett. Das mag ich sehr was. Ja. Die Puppenwand, die hat der Mike gebaut, weil das wieder mal kreativ Diese Wand ist sehr, sehr sassolo. Ich glaube, da wurden ein paar Kinder auf ganz, ganz natürliche Weise abgenickelt. ausleben wollen. Ich liebe die Puppenwand. Das ist ein bisschen scary, aber sie ist schon geil. Was hast du dir dabei gedacht? Nicht viel. Jetzt kommt das beste Zimmer. Also da geht's zum Manager rüber, zum Leon. Das ist sein Zimmer. Yeah. Weil es nicht so interesting ist, Yeah. da rein. Das ist das Studio, beziehungsweise unser Wohnzimmer. Alexa, Studio an. Okay. Manchmal liege ich da. Ist schon ein Flex. Ich habe gedacht, dass die Alexa so nicht wirklich zu usen ist, aber bei Ihnen in der Wohnung ist die Alexa actually wirklich geil. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, so man ist schneller, wenn man das von Hand an macht, so den Stuff, aber eigentlich bei Ihnen ist wirklich geil. An der Wand. War das funny? Ja, Haben wir gedacht, dass ich liege? Abonnieren, falls ihr gedacht habt, dass ich liege. Digga, Alexa ist gerade angegangen, holy shit. Alexa, öffne Pornhub auf Spotify. Wahrscheinlich auf Spotify, Digga. Alexa, öffne Pornhub auf Safari. Hat das funktioniert bei euch, Chat? Das haben wir heute aufgebaut. Das ist amazing. Das ist der das Podcast-Setup, sagt man das so? Und der Podcast heißt übrigens... Hast du einen Podcast for you? Ja, hatte Sadi. Sehr, sehr wichtig. Danke. Du bist neuer Co-Host. Stimmt, ich bin neuer Co-Host. Ab sofort folgen mit mir For You Podcast auf Spotify. Wie kann man Co-Host von einem Podcast sein und den Namen vom Podcast nicht wissen? Das müsst ihr, Chat, das musst du auch erstmal schaffen. Und unten ist der Link. Oh mein Gott, wenn der Vlog rauskommt, haben wir vielleicht die erste Folge mit dir. Ah, geil. Ich freue mich voll drauf. Der Teppich, den haben wir von der Annika gekriegt. Das ist eine Zuschauerin. Und der ist Ah, na klar, die Annika, die hat den Teppich richtig auf natürliche Weise genickelt. so geil. Und die Zeitungswand, die haben wir gemacht, weil... Wir besoffen waren. Dieser Kalender, den hat Jeff aufgehängt. Stimmt, kauft's. Es wird wirklich viel gesoffen in dieser Wohnung. Ich hatte, glaube ich, keinen Abend in Wien, an dem wir nicht getrunken haben. Es ist in der Tendenz her, rein von der Tendenz ist es, wieso habe ich so einen Stift in Hand? So wie so jemand, der so das Video bewertet, so ja. Nee, aber rein in der Tendenz her wird in dieser Wohnung überdurchschnittlich viel Alkohol konsumiert. Aber bei so einem hässlichen Gesicht wie das von Hannah muss man das auch. Kalender. Jeff ist der Typ aus Mike Welles Vlogs, der uns immer mit Tieren überrascht. Alle Einnahmen gehen an medizinische Versorgung von Wildtieren. Wirklich? Okay, kauft's denn wirklich? Das war Leon seine Idee. Und der Mike und ich haben es umgesetzt. Es gibt ein bisschen so einen Kinderspielgruppen-Vibe. Ich fühle mich wie bei Bibis Beauty Palace bei der Haustour. Wie dieser eine langweilige Typ, der hinter der Kamera mitredet. Wo sich jeder denkt, shut the fuck up.
Das sind unsere Sitzsäcke und ursprünglich hat der Mike einen Sitzsack bestellt. Und irgendwie hat er es geschafft, dass uns alle dafür Die sind geil, Sitzsäcke sind geil. dass wir ankaufen und jetzt haben wir 6 Sitzsäcke. Ist doch ein Vibe. Ja, Ist doch gut. Und einer kostet 95 € und jeder hat sie ankauft. Das ist was Geiles. Ah, Das ist der Kuschelaus. der halbe Ali Totoro. Und da ist noch ein Kunstwerk von Mike. I love it. Wir fragen uns, wie lange das dauert, dass es dann mit Müll verwechselt wird. Hey! Bis jetzt hat es noch keiner weggeschmissen. Das war es einmal mit dem ersten Stock. Wir haben nämlich mehrere Stöcke, weil die haben jetzt fucking rich. Da geht's rauf. Mehrere Stöcke wie ein Mann mit 2 Penissen. Sagen, die Stiege ist einer meiner Lieblingsparts von Ey, Stiegen, ne? Ich komme nicht drauf klar, dass Österreicher Stiegen sagen. Das heißt einfach Treppen. Okay, in der Schweiz sagt man Steiger. Fuck. Aber Treppen, aber nee, nicht Stiegen. Alles aber nicht Stiegen. Also unten ist eher so der Gemeinschaftsbereich, würde ich sagen, und oben so Schlafzimmer, Private Space. Willst du das erklären? Das ist im unschwer erkennen kann, Mike sein Zimmer. Shut the fuck Ich up. muss das kurz erklären. Das ist absolut nervig. Nein, ich will das erklären. Wir haben keine Schlösser in der Wohnung. Du hast... Ja, cringe, wer kein Schloss in der Wohnung hat. Weil wir haben hier bei uns im Haus ein Schloss in der Mitte. Und ich zeige euch welches Schloss. Auf natürliche Weise abgenickelt. Ich habe kein Schloss in der Wohnung gescherzt und dass ihr was bestellt. Aber das heißt, nicht reinkommen und alle klopfen, weil die brauchen eine Pause und die mögen nichts von ihnen mehr. Ich finde es schön, kommentiert's mal. Dankeschön. Konntet ihr normal nickeln in Hannas... Ey, Digga, Chat, ich nickel euch alle auf ganz, ganz natürliche Weise ab. Und dann rennt ihr schnell. Ab in Hannas schönen... Stube. Ah. Ja. Ich muss euch was sagen, das hat mir der Mike gesagt. Ah. Ich habe mein Zimmer hauptsächlich aus dem Grund umgestellt, weil vorher ist es ja komplett anders gestanden. Da. Dann Polster hin. Dann gibt es hier eine Decke. Und dann kann man die... Und dann kann man da so die Sterne Pepega. anschauen. Oder... Einen Stern, der deinen Namen trägt. Da so chillen und reden und rausschauen. Hello. Okay, man sieht gar nichts. Oh. Aber man kann sich's denken. 2 Kunstwerke. Das haben der Adi und ich gestern... Holy shit, das links ist a real NFT, Digga. Das links habe ich gemalt, das rechts hat Hannah gemalt. Und ich glaube, das sieht man. Podcast mal gemalt. Wow. Ja, und da geht's zum Video. Wir haben geredet über... Sex. Das ist mein Kühlschrank von Hannah. Geiles Thema. Warum leuchtet der nicht? Ich muss den umstecken. Einfach die professionelle YouTuberin. Nice. Ja. Aber ich hab fast keinen mehr. Das Bild... Dieses Bild dieses Bild ist sehr, sehr geil, weil man sieht parallel im Chat, ihr müsst euch jetzt das anschauen. Guckt euch dieses Bild an. Das habe ich mit Hannah zusammen gemalt. Aha, Adolf Hitler ist jetzt in Österreich nicht so ganz, ich sag mal so, vorteilhaft, aber es steht für Adi und Hannah, keine Sorge. Aber das Bild sieht genau gleich aus wie das hier, Chat. Vom Vibe her, einfach vom Vibe. Guckt euch das an. Man merkt, dass der gleiche Künstler am Werk war. Und glaubt mir, dieses Bild und dieses Bild im Video von Hannah, die werden in Jahren mehr wert sein als ein NFT. Ich call es jetzt rein. Who asked? Shut up, Chat. Ich finde dieses Bild und ich finde das Bild von Hannah wirklich beide sehr, sehr geil. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber diese Bilder sind in meinen Augen NFTs. Ich habe schon mal so eine kleine Roomtour gehabt und da habe ich gesagt, ich hätte gerne so eine Cutting Station. Und jetzt, schaut. Hier beginnt Flurge. Fleisch im ganzen März jeden Tag ein Video. Die sind wirklich gut. In meinem Alter fängt man langsam an, so Dinge zu kaufen. Okay, wie alt bist du? Han M13, wie alt bist du? Schreib mal in den Chat. Ich weiß nicht, ob jemand hier im Chat älter als 12 ist. 25, Digga, holy shit. Ja, mit 25, da muss man sich Kunst kaufen. Wie viel bezahlst du? Es gibt auch wertlose NFTs. Shut up, Jens. 50.000 würde ich dir bezahlen. Auf natürliche Weise abgenickelt. Glaubt man nicht, wie liest das ist? Echt? Ja. Oh. Das ist spannend. Ganz schwer rauszufinden, glaube ich. Das ist die Badewanne. Liebst du die Badewanne, weil man deine Tränen nicht sieht? Und jetzt kommt's. Das Zimmer vom dritten Creator, der da ist. Aha. Vielleicht habt ihr schon erraten, wer das sein kann. Vielleicht nickelt er dich nur. Vielleicht nickelt er mich, das kann sein. Ah, Trollface. Das ist der Mike. Wie so Dora. Nein. Ja, mach. Da ist ein Sitzsack. Was? Das Video muss morgen online kommen. Das ist der Grund, warum wir jetzt alle einen Sitzsack haben. Mit dem Sitzsack hat es angefangen. Das ist
Marlenshow. Marlenshow. Mikes Kuschelecke, die hat mich zu meiner inspiriert. Yeah. Der produziert immer seine Songs ungefähr so. I'm so sad, so sad. So I turn my broken screen with a generation. Das ist die Cutting Station, die ich gerne hätte. Yeah, that's where all the magic happens. Ja, dann ist viel geiler als meine, aber ist schon okay. Weil du hast 2 Tischplatten. Ich habe 2 Tischplatten. Ich muss das noch regeln. Die ist so. Die Sporten. Und wenn man hier rauf geht, dann wird's magisch. Das größte Highlight, Spar für den Schluss auf. Okay, das größte Highlight ist übrigens hier, kleiner Teaser. Das ist spannend. Ja, jedem ist es scheißegal. Die Dachterrasse ist Maschallah. Und das ist unsere Dachterrasse, auf der wir leider nicht filmen können, weil wir sind in Wien und in Wien ist es immer windig. Aber sie ist trotzdem. Ey, in Wien ist es immer windig, Digga. Es ist immer windig. Wieso windet es in Wien immer? Kann man nicht irgendwie einfach so den Wind ausschalten? Und jetzt kommt's, das Highlight, auf das wir alle gewartet haben. Adi Totoro. Yeah! Das Bild! Unser erstes Bild, das wir in der WG gemacht haben. Das erste Gruppenfoto von uns allen. Genau. Oha. Da habe ich Magen-Darm-Grippe gehabt, aber da sind jetzt alle WG mit. Magen-Darm-Grippe hier. Gut. Das ist einmal der Mike, dann der Leon, der Manager und die Anna Striegel, aber die Anna Striegel ist gerade schon wieder in Tirol und deswegen habe ich jetzt immer nicht hergesagt. Sein. Das tut so weh. Ja, warum machst du's? Danke fürs Zuschauen, das war's mit unserer Vloghütte. Gutes Ende. Gutes Ende. Nices Video. Ich habe sogar kommentiert, coole Abstellhütte. Und da kann ich nur sagen, auf natürliche Weise abgenickelt. My